Jaz sem doraščal v eni katoliško-konzervativni kmečki familiji, tukaj blizu Celovca. Moji starši so bili pregnani, v pregnanstvu je ena sestra prišla v življenje, en stric tudi, pa en drug stric je bil v Dachau, komaj preživel. Ampak pri nas se o tem ni govorilo. In ko sem jaz potem kot dijak v Celovcu po naključju prišel v kontakt z Društvom socialističnih dijakov, VSM, Verband Sozialistischer Mittelschüler, smo v bistvu ugotovili, da je tukaj na Koroškem, da so bili hudi časi in smo se začeli s tem ukvarjati. Also ich habe 1979, 80 mein Studium der Zeitgeschichte beendet in Wien und fahre von der letzten Prüfung mit dem Zug nach Klagenfurt und treffe im Zug die drei großen Partisanenfunktionäre Karl Pruschny-Gaspar, Liebe Kolenik und Lutz, Wutte Lutz. Und ich erzähle, dass ich Geschichte fertig gemacht habe und die haben dann gesagt, super, solche Leute brauchen wir, ob ich nicht möchte, mit ihnen zu arbeiten. Das war, ich habe gesagt, ja, ich werde mir das überlegen. Und wie auch immer, habe dann im Rahmen des Zentralverbandes beim Wissenschaftlichen Institut einen Job bekommen und den Auftrag bekommen, eben das Berschner Museum herzurichten. Und das hat aber bedeutet, dass zuerst das Haus renoviert hat werden müssen und dann eben die Tragödie beim Berschenhof auch bildlich und textlich darzustellen. Ich war dann sehr unter Druck, dass wir das machen. Und dann habe ich das gemeinsam mit Peter Wieser, er war für die Grafik zuständig und ich war für den Inhalt zuständig, haben wir die erste Ausstellung da oben gemacht. Und die haben natürlich, weil ja das so ein umstrittenes Thema war in Kärnten, wo gewisse Leute irgendwie gezweifelt haben oder behauptet haben, das hätten die Partisanen selber gemacht und so weiter, habe ich natürlich sehr viel Zeit aufgewendet, mit den Akteuren von der Partisanenseite darüber zu reden. Habe den Druschkowitsch und all diese Personen, die damals innerhalb der Partisanenbewegung eine Rolle gespielt haben, befragt, bin mit ihnen hinaufgefahren, haben wir das erklären lassen, wer wo war und wie das entstanden ist. Und dann haben wir eben 1982 das erste Mal dieses Museum eröffnet und das war ein großes Echo hervorgerufen, auch deswegen, weil die damalige Chefredakteurin der Kärntner Kirchenzeitung, die Maria Halmer, einen großen Bericht in der Kärntner Kirchenzeitung gebracht hat. Und das hat natürlich schon Auswirkungen gehabt, für sie negative, weil der Bischof überhaupt keine Freude gehabt hat damit und sie mehr oder weniger dann aus der Zeitung hinaus katapultiert hat. Aber das war 1982, ich glaube, das war wirklich, hat großes Echo hervorgerufen und sind damals schon viele Leute hinaufgekommen, Schulen und andere Personen und ja, so war's. Aber ich bin ja dann 1992 zum Obmann des Zentralverbandes gewählt worden und habe dann natürlich andere Aufgaben gehabt und habe mich dann aus der Berschmann-Geschichte zurückgezogen. Da waren andere Leute, die Dina Leisch und wer auch immer, die oben das gemacht haben. Und die haben dann zu Recht irgendwann einmal darauf gedrängt, man müsse ja auch eine Modernisierung dieses Museums durchführen und ich habe das auch unterstützt. Und vor allem auch deswegen, weil sich ja die Quellenlage verbessert hat. Also die Forschung hat sich verbessert. Man muss wissen, die These, Österreich ist nur Opfer und sonst gar nichts. Nicht? Das ist ja dann Ende der 80er Jahre durch Wranitzky durchbrochen worden ist, wo er gesagt hat, Österreicher waren auch Täter. Das hat ja zu einem Revival der Geschichtsforschung geführt und dadurch sind viele neue Dokumente aufgetaucht, neue Forschungsergebnisse und dann ist eben eine neue Ausstellung gemacht worden, die ich für sehr ausgezeichnet halte. Jaz mislim, da je važno to, da se soočimo z zgodovino,
kaj se je tukaj zgodilo, kaj vse bilo možno. Namreč tudi zaradi tega, ker se to ponavlja, očitno se to ponavlja, če danes gledamo na ta svet, Ukrajino ali pa pred nekaj leti Irak, Sirija in to se pravi, mi nismo imuni pred tem. In tak muzej ima po mojem nalogo ljudi senzibilizirati, da se je treba tako rekoč za časa miru boriti za mir, ker če enkrat puške govorijo, polje zelo težko priti do miru. In to je zame glavno sporočilo tega muzeja. Tukaj je prišlo do enega grozovitega umora, do kriminalnega dejanja in to naj bo povod za to, da razmišljamo, zakaj je prišlo do tega, kaj je bilo ozadje tega, in to moramo poiti nazaj v Prvo republiko in tako rekoč proces razvijanja nacionalsocializma na Koroškem in na drugi strani tudi razvoj komunizma v Evropi. To se pravi, dva totalitarna režima sta se tle soočala, ob tem, da jaz seveda znam diferencirati in točno vem, tako rekoč, čem je razlika med nacionalsocializmom in komunizmom. Ne? Čeprav včasih v rezultatih sta si včasih podobna, ampak o tem je bilo popolnoma jasno, da je nacionalsocializem nekaj enkratnega v naši zgodovini in ni naključje, da so zavezniki akceptirali tudi Stalina kot zaveznika, čeprav so vsi vedeli, kakšno vlogo je on igral v Sovjetski zvezi in kakšen režim je bil ta stalinizem, ampak zavezniki so bili mnenja, tako rekoč, da je nacionalsocializem še hujši režim in je treba tako rekoč najprej uničiti nacionalsocializem. To se pravi, ob tem muzeju se lahko veliko diskutira in če tja pridete na ta kraj, ki ima eno tako energijo, potem mislim, da je to možno in ti mladi ljudje, ki to zdaj delajo, mislim, da to zelo dobro delajo in da ljudje, ki pridejo tja, grejo domov najbolj z prepričanjem, tako rekoč, da se je treba angažirati za mir in sožitje. Treba se je usesti tudi z nasprotnikom. Ob tem, da je zame linija zelo enostavna. Nekdo, ki zagovarja nacionalsocializem v smislu zakona o obnavljanju nacionalsocializma, s tem ni možen dialog. To je jasna rdeča črta. Ampak z vsemi ostalimi, pa če so še tako konzervativni, če tako rekoč so na strani ustavnega loka, s temi se je treba pogovarjati in jaz mislim, da je to, kar je moje sporočilo slovenski manjšini na Koroškem. Mislim, ne smemo, jaz sicer razumem, da smo se tako nazaj potegnili in v svojem okolju bili, ampak ni druge poti, kot se pogovarjati z sosedom in skušati tako rekoč razložiti, kaj je naše gledanje in tudi imeti razumevanje za gledanje drugega. Samo v takem dialogu lahko pride do spremembe.